Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Ich habe es versucht. Es ist soweit. Die Sturmmäntel sind hier. Und zwar in Vollbesetzung. Geht hinunter an die Front. Das ist der entscheidende Augenblick. So, Deli, Sally und Ali. Letztes Mal haben wir es ja geschafft, Sackenkrone zu organisieren und am Ulfric Sturmmantel vor den Nasen wegzuschnappen. Und jetzt haben wir den Auftrag bekommen, dass wir am Jarl von Weißlauf, am Jarl Balgruf, eine Botschaft überbringen. Und genau das werden wir jetzt machen. Lassen wir los. So, komm, gehst auf. Vater sagt, dass ich zu jung bin, um mit einem Schwert zu trainieren. Also übe ich mit meinen Fäusten. Das ist auch eine Variante, mach das. Was ist da passiert? Ich glaube, bei dem haben wir mal unseren Müll abgeladen. Upsi! Sally Balgruf. Ihr seid ein willkommener Gast. Doch trotzdem müsst ihr die Regeln des Jarl respektieren. Machen wir. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ich habe eine wichtige Nachricht vom General Tullius. Zweifellos bittet er darum, seine Truppen in meinem Schloss stationieren zu dürfen. Wie oft muss ich ihm das noch abschlagen? Nun, raus damit! Ulfric plant einen Angriff auf Weißlauf und der General möchte Truppen von der Armee schicken. Aha. Gebt die Dokumente meinem Vogt. Ich habe genaue Anweisungen nur für den Jarl persönlich. Stellt euch nicht so an. Proventus hält seine Augen für mich offen. Gebt mir den Brief einfach. Sobald ich ihn habe, kann ich damit doch machen, was ich will. Gut. Oh. Diese Berichte sind ja interessant. Ich behalte euch im Auge. Was haltet ihr von der ganzen Angelegenheit? Falls Ulfric Weißlauf angreifen sollte. Wie bei allem ist auch hier Vorsicht geboten, mein Herr. Wir sollten abwarten und sehen, wie die Dinge sich entwickeln. Die Beute wartet. Ich sehe das genauso wie Irilet. Es ist an der Zeit zu handeln. Ihr plant nach Windhelm zu marschieren. Ich bin kein Dummkopf, Proventus. Es ist an der Zeit, Ulfric herauszufordern. Er soll sich mir wie ein Mann zeigen oder seine Absichten kundtun. Er wird nichts dergleichen tun. Er war Torek gegenüber sehr direkt. Torek! Er ging einfach auf den Jungen zu und brachte ihn um. Dieser Junge war der Großkönig von Himmelsrand. Ich bin vielleicht nicht der Ihr habt Großkönig, doch den Jarl davon aber ich bin auch überzeugt, kein den Junge Drachen mehr. in der Festung Wenn einzusperren. Ulfric meine Und Herrschaft bei Esfir anfecht, Nochmal? Und nur weil er ein bisschen davon ausgegangen ist, dass er meist so wichtig ist, will nach alter tatsächlich Tradition, funktioniert. dann soll er das doch. Obwohl ich vermute, dass er wohl lieber seine Sturmmäntel schickt, um das für ihn zu erledigen. Ja, der zeigt sich nie persönlich Er in hat der bereits Schlacht. seine eigene Stärke unter Beweis gestellt. Nun ist seine Armee dran. Könntet ihr dann wenigstens General Tullius Anliegen prüfen? Ich meine, wenn ihr Jarl Ulfric unbedingt beleidigen wollt. Die Beleidigung geht von Ulfric aus. Aber Proventus hat recht. Für Ulfric ist es klar, wer sich seinem Anspruch widersetzt, steht auf der Seite des Kaiserreichs. Und was ist so falsch daran, statt der eigenen Leute ein paar Soldaten in den Tod zu schicken? Es erscheint feige. War es denn feige, das Weißgold-Konkordat anzunehmen? Kommt ihr mir schon wieder damit? Das war etwas anderes. Hätte ich den Bestimmungen des Vertrages denn widersprechen können? Nein. Die Jarl wurden nicht gefragt. Man hat uns vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Goldtruhen haben auch nicht geschadet. Verdammt nochmal, hier geht es nicht um Gold. Es ist Zeit für eine Entscheidung. Fürst, haltet ein. Wir sollten prüfen, ob Ulfric es ernst meint. Oh, er meint es ernst.
Aber das tue ich auch. Endlich. Ihr da. Ich habe hier eine Botschaft, die ihr unserem Freund, dem geschätzten Jarl von Windhelm, überbringen sollt. Bringt diese Axt zu Ulfric Sturmmantel. Axt? Wie lange seid ihr schon in Himmelsrand? Ja, gebt dem Kerl meine Axt. Wenn er sie euch zurückgibt, heißt das, dass wir noch eine Rechnung zu begleichen haben. Behält er sie hingegen, dann herrscht Frieden. Okay, verstanden. Gut. Gut. Was? Proventus, bringt mir die Schreibfeder und das gute Pergament. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe... Ja, zu General Tullius. Ich muss einige Dinge klarstellen, ehe ich seine Soldaten akzeptiere. Dann gehen wir zum Uli, unserem Lieblingsjarl. Ich habe dann die Lady, gesehen ihr da? Jetzt habe ich gar keine Lust, um die Remote-Dings neu starten. Im Namen des Jarl. Keine Bewegung. Ich gehöre zu der Gilde. Wie wäre es, wenn ihr einfach ein Auge zudrücken? Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Ihr könnt weitergehen. Im Namen des Jarl keine Bewegung. Hallo? Er ist ein echter Nord. Er wird es sich schon noch überlegen. Seid euch da nicht so sicher. Wir haben Kuriere aus Einsamkeit abgefangen. Das Kaiserreich setzt Weißlauf stark unter Druck. Fasst euch kurz, ich habe viel zu tun. Ich habe eine Nachricht vom Jarl von Weißlauf. Tatsächlich? Ich hatte mich schon gefragt, wann er sich dazu aufraffen würde. Oh, was ist das? Ah, tapfer, eine solche Botschaft zu überbringen. Wie schade, dass ihr euch die falsche Seite ausgesucht habt. Ihr könnt diese Axt dem Mann zurückbringen, der sie geschickt hat. Und richtet ihm aus, er könne sich auf Besucher einstellen. Aha. Ich erwarte in nächster Zukunft einige Aufregung in der Stadt Weißlauf. Ja, da wollen wir noch wissen. Ihr habt den Großkönig getötet. Warum führt ihr Krieg gegen euer eigenes Volk? Ich habe den Menschen gezeigt, dass es uns schwach macht, wenn unsere Jarl die Milch des Kaiserreiches trinken. Nun muss ich ihnen den Weg zeigen, der uns zu unserer Stärke zurückführt. Ohne Opfer gibt es keinen Fortschritt. Keinen Weizen, ohne die Spreu davon zu trennen. Das Kaiserreich und die Jarl, die es stützen, müssen fortgefegt werden. So will es das Volk, so will ich es. Er wird dann nicht so weit kommen mit dem. Ja, vielleicht ereilt mich der Tod in einer dunklen Gasse durch ein Messer im Rücken. Aber die Menschen haben die Wahrheit gesehen. Und sie werden nicht mehr klein beigeben. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? Gut. Wenn er nicht für uns ist, ist er gegen uns. Bringen wir ihm halt die Axt wieder zurück. Wird er Freude haben. Wir sind Ballgruf. Ist vielleicht sogar etwas für mich. Wo ist er, der Jarl? Einer der neuen Diener? Denkt dran, dass ich mein Fleisch nur leicht angebraten mag. Euch einen Moment Zeit, um zu Atem zu kommen, Soldat. Und wieder ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Atmen! Also die Schwester ist viel Die anständiger. Außenmauern sind solide. Wenn wir es schaffen, sie dort aufzuhalten... Sie haben Katapulte. Verdammt! Wo haben sie die Katapulte her?
Als ob die Stadtmauern nicht schon brüchig genug wären. Meine Kundschafter berichten mir, dass sie mit Feuer laden. Er will also mal... Ihr habt die Axt zurückgebracht. Ich wusste, dass dies seine Antwort sein würde. Gleich nach eurer Abreise habe ich General Tullius benachrichtigt, der so freundlich war, uns einige seiner Truppen und Legat Scipius hier zur Verfügung zu stellen. Soll Ulfric doch versuchen, an unseren vereinten Streitkräften vorbeizukommen. Ich überstelle euch wieder der Armee. Legat Scipius wird Verwendung für euch haben. Mögen die Götter uns beistehen. Gut. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt. Meine Männer kennen keine Furcht. Ich mache mir viel mehr Sorgen um diese kaiserlichen Milchbubis. Wenn es euch Legat lieber ist, dass ich Scipius. meine Vater Männer sagt, nehme dass ich und zu jung gehe... bin, um mit einem Schwert zu trainieren. Nein, natürlich also übe nicht. ich mit meinen Aber Fäusten. bitte enttäuscht mich nicht, Scipius. Wir werden Eimerketten organisieren müssen, Scipi, um die blieb Flammen da. zu bekämpfen. Vater da, sagt, dass Scipi. ich zu jung bin, um mit einem Schwert zu trainieren. Eure Also übe Kaiserlichen ich mit sind meinen recht Fäusten. tüchtig. Das muss ich euch lassen. Wird er noch? Verzeihung? Was? Sie sind in Bewegung. Sie werden jeden Moment an den Toren sein. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Ich habe es versucht. Es ist soweit. Die Sturmmäntel sind hier. Und zwar in Vollbesetzung. Geht hinunter an die Front. Das ist der entscheidende Augenblick. Wir Jetzt müssen die geht's Stadt los. halten. Bewegung! Let's fetz. Miep, miep. Da geht's runter, oder? Nein. Doch. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Danke, ich kann es brauchen. Und Hatten die das Biest deine schon auch. eingefangen. Ihr habt es befreit. Warum nur? Warum habt ihr das gemacht? Der andere kommt immer noch nicht drüber weg, dass wir mal den Drachen befreien können. Ich verlinke euch das Video da, wenn ich dran denke. Ja! Und als Mensch, da sagtet ihr, lasst mich euch die Macht von Wo geht's durch? Dahinter, oder? Das muss man sich mal vorstellen. Oha. Eine ganze Stadt in die Luft gejagt. Braucht ihr ein neues Schwert? Dann sprecht mit Adrienne in der Schmiede. Aha. Jetzt geht es ums Ganze, Männer. Dies ist ein wichtiger Tag für das Kaiserreich und für die Armee. Und für das gesamte Königreich von Himmelsrand. Verdammte Sturmmantelrebellen. Aber seid euch dessen immer bewusst. Was wir hier heute tun, tun wir für Himmelsrand und seine Bewohner. Jetzt geht's ab. Indem wir das Geschwür dieser Rebellion herausschneiden, werden wir dieses Land wieder gesund machen. Alles bereit machen. Mir hinterher. Für das... Kleiner Einschub. Die Schlacht habe ich schon mal aus der Perspektive von den Sturmmänteln gespielt. Wer sich dafür interessiert, ich verlinke euch das Video da oben. Kaiserreich für die Armee. Ich kann es kaum erwarten, noch einen von Ulfrics Jungs zu töten. Für den Kaiser. Oh yeah. Go weg. Go. Ich bin jetzt bei dir da stehen. So, zack.
bringt es schon zu Ende. Und, gefällt euch das? Mega. Ist das schon alles? Genug! Wo sind's? Da sind's! Na, das sind meine Freunde. Nein, sind wir nicht. Da, tschüss. Wer will zuerst? Wer will zuerst? Sagt mal's, sagt mal's. So, zack, einmal. Und zweimal. Boom. Zack, die Bohne. Gib Ruhe da unten. Doing. Doing. Ja, du. Du darfst sterben. Du darfst heute das Zeitliche segnen. Das ist, glaube ich, der Anführer gewesen. Gehen wir noch gerade abchecken. Ich glaube, das war der Anführer gewesen. Scheiße. Der Steinfaust, oder wie er heisst. Wo haben wir unser cooles Schwert? Eigentlich meine ich nicht den Herzräuber, ich meine den Dämmerbrecher. Rike! Wie geht's, Rike? Bleib da. Bleib da. Okay. Das war's. Ja, du stirbst. Oder auch nicht. Alle mal herhören. Der Jarl möchte etwas sagen. Wir kommen ja schon. Wartet, wartet. Wo sind wir? Du stirbst. Steh auf eurer Seite! Jetzt nicht mehr. Du bist ein Sturmmantelgeneral. Du stehst ein Seich stehst du auf unserer Seite. Was laberst du? Ja, du geht auch nicht im Fall. Junge. Wo ist sie? Aha, dort oben. General Tullius. Nein, jetzt hast du mit der Rike reden. Wo ist sie? Jetzt ist sie weg. Ja gut, gehen wir zum Tulli. Alt zu sein ist gar nicht so übel. Meine Tochter gibt mir zu essen. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Show me. Lasst mal sehen. Im Dämmerstern macht ein neues Museum auf. Der Besitzer bittet mich, Einladungen an Reisende zu verteilen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Reisende zu verteilen, aber nur euch persönlich. Sind wir der einzige Reisende, der begegnet? Wenn ihr in den blauen Palast wollt, solltet ihr eure Kleidung vielleicht noch einmal überdenken. Ihr seht nicht gut aus. Wie fühlt ihr euch? In dieser Stadt, der ist im laufenden Band beleidigt. Trotzdem die schönste Stadt. Wartet! Hoi Rike. Habt ihr eine Meldung für mich? Nö, für die nicht, aber für den Chef. Viel. Durch unseren Sieg über Ulfric bei Weißlauf haben wir die Loyalität des Jarl gefestigt. Vielleicht verlieren die Sturmmäntel bald endgültig den Mut für ihre kleine Rebellion.
Ich befördere euch zum Quästor. Nehmt diese Klinge. Ein Symbol für eure neue Position und Verantwortung. Ich werde eure Karriere im Auge behalten. Das Kaiserreich belohnt außergewöhnliche Leistungen. Und so halte ich das auch. Wie lautet meine Befehl, Sir? Es wäre eine Verschwendung, euch als normalen Soldaten einzusetzen. I happen to be a school prefect. Ich habe spezielle Pläne für euch. So nützt ihr mir mehr und seid flexibler einsetzbar. Begebt euch zu unserem versteckten Militärlager in Pale. Rikke hat wichtige Aufgaben für euch und braucht eure Hilfe bei unserer Rückeroberung der Hauptstadt. Ihr werdet genau das tun, was Rikke euch befiehlt. Und ich erwarte von euch, dass ihr euch etwas einfallen lasst, um die Sturmmäntel unterwegs in ihre Schranken zu weisen. Jawohl, Sir, so machen wir's. Für das Kaiserreich. Für das Kaiserreich. Oder so. Verdammte Sturmmantelrebellen. Die Straße nach Weißlauf ist derzeit nicht sicher. Viele Reisende sind in der Gegend von Drachenbrücke spurlos verschwunden. So, suchen wir das Lager. Da ist das Lager. Geht weiter. Ja, Marschiert weiter. Also verschwindet. Das geht euch nicht zum letzten Mal. Marschiert los. Redet im Chor, die zwei. Gut, suchen wir das Lager. Was? Sieht auch cool aus. Gehen wir aber jetzt gerade nicht runter. Das klingt schwer nach Drachen. Ja. Das hat durchaus seine Gründe. Oha. Haben wir schon mal gegen 2 Drachen gleichzeitig gekämpft? Hammer! Also wenn ich es überlebe. Zaubertränk. Jetzt habe ich den kein... Ah doch, da unten. Der starken Heilung.
Da geht's ab. Oha. Herrlich. Da würde ich sagen, da ist ein perfekter Moment, um wieder mal einen Cliffhanger einzubauen. Respektive ein Cliffhanger ist es gar nicht. Wir machen da einfach einen Break und suchen dann nächstes Mal das Lager der Kaiserlichen auf. Ich freue mich schon. Bis dann. Ciao. Tschüss.